So. Und dann gehen wir da weiter. Wir sind in die Höhle. Oh. Kommen 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Farrow. Bitte in den 34. Stock. Wie bitte? 350.000? Das sind doch Hunderte von Jahren. Was ist hier los? Oh, kann ich das nicht? Was ist da los? Okay. Das scheint da nicht zu machen. Keine Ahnung. Gut, was? Welcher Stock? Jetzt weiss ich es nicht mehr. Oh. Abwärts. Scheint, ja. Ja, ich finde es einfach wirklich cool gemacht, wie sie jetzt da Zukunft und Zeug und Vergangenheit miteinander vermischt. Es ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Sind wir doch ehrlich. Einfach alles richtig gemacht in diesem Spiel. Alles. Fast alles. Fast alles. Ja, vielleicht sind wir dann tatsächlich mal wieder mit Philobogen unterwegs, wer weiß. Also von da bin ich auch, genau. Ein bisschen verwirrt gerade. Nein, das habe ich nicht gemeint. Nein. Die Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen, Quantenverschlüsselung, Black Quartz, sicherer als beim Militär. Das wollten sie haben, also haben wir das auch geliefert. Wer es programmiert hat, der kann es auch hacken. Wir brauchen nur eine Backdoor. Laden Sie das neueste Service Pack hoch und das Problem ist gelöst. Sie haben uns ausdrücklich untersagt, irgendwelche Backdoors im Code zu lassen. Jedes Protokoll auf Black Quartz Standard. Ihre Worte. Gut. Wenn ich Prognosen schönen soll, ist das keine große Sache. Ich brauche keine frisierten Prognosen. Ich brauche einen Weg, die Kontrolle über den Harz-Timor-Schwarm zurückzubekommen. Was soll ich dazu sagen, Ted? Sie wollen das unmöglich. Sie brauchten Uiuiui. also irgendwelche Codes, um die Maschinen zu kontrollieren. Ja, logisch, Aber ey sie Leute. verloren die Kontrolle. Klingt übel. Ja, das ist halt schon wieder, es ist schon wieder ein richtig auch schön gesellschaftskritisches Spiel. He? Die Zukunft ist gut und Technologie ist auch gut, aber in einem gewissen Maß. Ich weiss gar nicht, würde sich jemand von euch so einen Chip einpflanzen? Gibt es jetzt da so eine Möglichkeit, die Chips, so einen Chip, du kannst zahlen und Daten drauf und Zeug, würdet ihr das machen? Ich glaube, ich will das nicht. Ein Todbringer. Oder zumindest eine Statue davon. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Und sie haben sie verehrt? Willkommen bei Farrow Automated Solutions, wo alle Verehrt. Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Ja, Mit genau. mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Farrow globaler Marktführer in jedem Bereich der autarken, vollautomatisierten Technologie. Von revolutionären Verbrauchsgütern für jedermann, wie dem Farrow Focus, bis zu den Chariot-Robotern zur Friedenssicherung, die in Konfliktgebieten weltweit für Ruhe sorgen. Farrow setzt alles daran, dass die Zukunft sicherer wird, heller, besser und immer überraschend. Farrow Automated Solutions. Für jedes Problem im Leben die passende Lösung. Sie haben also den Fokus gebaut. 25.000 Menschen? Das ist größer als ein Stamm. Sie haben also Maschinen hergestellt und Geräte. Sowas war in ihrer Welt wohl normal. Ja, das war normal gewesen. Aber das Höhlenbasement, der Höhlenkomplex, 12 Stück. Boah. Ja, okay, das ist nicht so eine Welle. Jetzt irgendwie ein Notizbuch, da, Datenpunkte. Wer war es jetzt gewesen? Der? Der. Ja,
Soll ich es vorlesen? Also ich lese es schnell vor. 9:54 Uhr. Ankunft von Feldkommandant Daing des indomalaiischen Agrarkonzerns und seiner Delegation. Erfrischungen werden vor der Verkaufspräsentation der Chariot-Modelle um 10:15 Uhr gereicht. Gemäß Anweisungen ausschließlich vegetarisches Essen. 10:07 Uhr. Ankunft von Sander Agnew, Vizepräsident für territoriale Integrität von Fresh Grounds Coffee Global und seinem Gefolge. Erfrischungen werden vor der Verkaufspräsentation der Chariot-Modelle um 10:30 Uhr gereicht. Gemäß Anweisungen wird die Tacoma-Mischung von Fresh Grounds serviert, kein Kaffee weißer. 10:12 Uhr. Was passiert ist, ich rief das Sicherheitspersonal und das Hauspersonal, um den verschütteten Kaffee wegzuwischen, wobei der eher geworfen wurde. Mir war nicht klar, dass der indomalaische Konzern Kaffeebohnen anbaut und dass das Beschaffungsteam von Fresh Grounds wiederholt und mit Gewalt versucht hat, ihre Felder einzunehmen. Ich glaube, Kommandant Daing hat Agnew ein paar Haare ausgerissen. Wer plant diese Termine? Ich werde die Verkaufsabteilung informieren. Sowas darf nicht nochmal passieren. Ja, das ist natürlich nicht gäbig. Okay. Also die haben sonst schon ein bisschen Probleme gehabt wie eine ganz normale Firma auch. Jetzt muss ich nochmal schauen, jetzt sind wir da schon gewesen. Dann sind wir hergekommen. Okay. Wie ihr seht, ich habe mal wieder keine Heilung, gar nichts. Also mal das ist das bisschen da, aber das ist schade, weil das sind riesig... Ah, kann ich noch herstellen, geschwind. Schauen. Herstellen, Fertigkeiten, dann haben wir das Pünktchen bekommen. Getränke. Ich kann sicher. Excuse. Ich kann sicher Kenner herstellen, weil ich kein Fleisch habe. Ja, ist ja klar. Okay. Ah nein, Fähigkeitspunkt. Eine. Nützt mir nichts. Was war das hier? Was wurde hier gemacht? Oh, ich muss nicht alles vorlesen. Ich tue es heute so ein bisschen anzeigen, dass ihr es selber lesen könnt. Also sagen Sie mir doch bitte gerade in den Kommentaren, ob ihr es soll vorlesen oder nicht vorlesen. Das wäre mir lieber, weil dann weiss ich es gerade genau. Ich lese es jetzt Das mal war nicht ein vor. Unternehmen. Eine Gruppe von Leuten so ähnlich wie ein Stamm. Und sie bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich habe ein paar Dateien auf deinen Fokus geladen. Sie werden dir helfen, alles zu verstehen. Okay, wir müssen es gleich vorlesen. Also. Textdatenpunkte Quests. Elisabeth Sobeck, geboren 11. März 2020, ist eine amerikanische Wissenschaftlerin, Robotertechnikerin und Ingenieurin, die allgemein als einer der größten Köpfe des 21. Jahrhunderts angesehen wird. Oh. Geboren und aufgewachsen in der Nähe von Carson City, Nevada, schrieb sie sich im Alter von 13 Jahren an der Stanford Universität ein und erreichte bereits mit 16 Jahren den Bachelorabschluss in experimenteller Physik und Computerwissenschaften. Den Doktorgrad erlangte sie im Jahr 2040 an der Carnegie Mellon Universität, ich hoffe, es habe ich richtig ausgesprochen, in den Bereichen Robotik und KI-Design. Im selben Jahr fing sie als Nachwuchswissenschaftlerin bei Faro Automated Solutions an, wo sie innerhalb von 2 Jahren im Alter von 22 zur leitenden Wissenschaftlerin aufstieg. In den nächsten 8 Jahren spielten ihre grünen Robotermodelle eine entscheidende Rolle bei den Umweltsanierungs- und Entgiftungsbemühungen der Rückforderung und machten FAS zum führenden Unternehmen in diesem Bereich. Im Jahr 2048 trat sie überraschend von ihrem Posten bei FAS zurück und protestierte damit gegen die Neuausrichtung des Unternehmens auf automatisierte Militärtechnologien. 2049 gründete sie Miriam Technologies, ein Unternehmen, das sich auf lebensbejahende Robotertechnik und andere Technologien konzentriert. Miriam hat sich seitdem zu einem der weltgrößten Lieferanten umweltfreundlicher Roboter entwickelt und zahlreiche Preise und Auszeichnungen gewonnen. Darunter den Nobelpreis für Physik im Jahr 2053 und den Rachel Carson Award für ökologischen Fortschritt im Jahr 2056. Okay. Biografie Ted Faro.
Theodore Ted Farrow, geboren 24. Dezember 2013, ist ein amerikanischer Unternehmer und Industriemagnat. Er ist der Gründer von Farrow Automated Solutions, des größten Unternehmens aller Zeiten und als allererster Billionär die wohlhabendste Person der Welt. Ted Farrow ist in Salt Lake City, Utah geboren und aufgewachsen und besuchte die Universität von Kalifornien in Los Angeles. Dort studierte er 2 Jahre lang Wirtschaftswissenschaften, bevor er im Jahr 2033 das Studium aufgab und FAS gründete. Oder FAS. Nach einigen Startschwierigkeiten konnte das Unternehmen gegen Ende der unruhigen 20-30er Jahre mit seinen allseits beliebten Dienst- und Wachbots einen ersten Durchbruch erzielen. Zum umfassenden Erfolg kam es dann durch die berühmten grünen Roboter, die bei der Beendigung der Klimakrise während der Rückforderung in den 2040er Jahren wegweisend waren. Am Ende des Jahrzehnts richtete FAS eine Abteilung für militärische Verteidigung ein und entwickelte sich bis zum Jahr 2053 schließlich zum Weltmarktführer für automatisierte Militärplattformen. Der Erfolg von FAS hat Mr. Farrow zum bekanntesten Geschäftsmann der Welt, zu einem der gefragtesten Redner und zu einer wichtigen Stimme in politischen, kulturellen und internationalen Angelegenheiten gemacht. So. Gut, das ist in Ordnung. Also das sind halt schon Hintergrundinformationen, die man eigentlich wissen sollte, wenn man... Ja, oder? Ich weiß, das muss wie ein bizarrer Kurswechsel erscheinen. Ich meine, wir sind Farrow Automated Solutions. Nummer 1 in der Robotertechnik. Warum sollten wir unsere Produktion auf menschengesteuerte Fahrzeuge und Waffensysteme umstellen? Auf altmodischen Kram? Alles, was ich jetzt von Ihnen verlange, ist Vertrauen. Uns wird sich eine riesige Wachstumsmöglichkeit eröffnen, wenn wir die Produktion nach meinen Plänen komplett neu ausrichten. Ich erwarte also von jedem von Ihnen neue Prognosen zur möglichen Massenherstellung innerhalb von 36 Stunden. Sie haben also Maschinen gebaut und dann damit aufgehört, nur um andere Waffenarten zu bauen? Warum? Das ist eine gute Frage. Oh, laut. Die Luft. Sie riecht nach gar nichts. Nicht mal modrig. Nach nichts Natürlichem. Ja, gut. Oder etwa vielleicht eher nicht gut, aber... Noch ein Einsturz. Aber ich sollte durchpassen. Ja. Beschwerde von Jay Friedkin, Empfang. Beschwerde. Hallo Empfang, falls dir das ein echter Name ist, du willst wissen, wer die Indomalain gleichzeitig mit Freshgrounds eingeladen hat. Das war ich, der leitende VP der Verkaufsabteilung. Willst du wissen, warum? Nach dem kleinen Haarvorfall haben beide Seiten ihr Angebot um 40% erhöht. Ich werde es dir erklären, weil dein kleines Empfangsgehirn da vermutlich nicht mitkommt. Diese beiden Parteien kämpfen. Und was verkaufen wir? Richtig, Kampfmaschinen. Wir wollen, dass sie sich hassen, damit sie sich gegenseitig bekämpfen. Und zwar mit was? Wieder richtig mit Kampfmaschinen, für die sie uns jede Menge Geld bezahlen. Also schlage ich vor, dass du weiter lächelst und Kaffee servierst und mich meinen sehr viel komplizierteren Job machen lässt. Besten Dank für dich, Mr. Friedkin. Blagöri. Okay. Ja, was auch? Fokus dann gehabt. Wo ist durchpassen? Da. Also da ist irgendetwas gar nicht gut gewesen, da, ne, he? Übrigens, mein Sohn hat am 25. Dezember 2013 Geburtstag gehabt. Guten Tag. Ja. Guten Tag nach dem Ted Fargo. Fun Facts. Okay. Was? Holo-Projektor, das ist super. Muss ich aber, hä? Ja. Ich kann das bestimmt als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen. Ja, natürlich.
Kann ich den anlassen? Yeah. Willkommen bei Faro Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Mit mehr als 25.000 menschlichen Ja. Angestellten in unseren Firmen. Ja, aber... Was? Aha, okay. Also, ja, wo denn er? Sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen... out of order? Ich weiß gar nicht. Ah, da ist eine Leiter. Sieht aus, als könnte ich hier hochklettern. Oder neu? Genau, gelb, he? Ging schön gelb, das Zeug. Sie macht das übrigens alles automatisch, falls ich das schon mal erwähnt hat, tut es mir leid, aber sie macht es alles automatisch, man muss auch nicht drücken. Der erste Spitz muss man anspringen, dann geht es alles selber. Was ist da vorne noch? Ich wollte das schon ein bisschen untersuchen, das Zeug da, weil, wie gesagt, da Vorrat und noch viel Zeug zum Lesen. Und da interessiert es mich jetzt tatsächlich mal. Aber wieso immer Textnachricht? Paula, die aktuellen Ereignisse haben meine Perspektive geschärft und ich glaube, dass ich auch, wie auch im im Allgemeinen, ich kann nicht mehr lesen, den spirituellen Aspekt der Dinge vernachlässigt habe. Ah, das ist aber nicht richtig geschrieben. Hä? Den spirituellen Aspekt der Dinge vernachlässigt haben, weil es Wir fehlt. Ah. Nein, stimmt. Also. Paula, die aktuellen Ereignisse haben meine Perspektive geschärft und ich glaube, dass ich, wie auch Fass im Allgemeinen, den spirituellen Aspekt der Dinge vernachlässigt haben. So. Damit meine ich natürlich keine bestimmte religiöse Ausrichtung, oh Mann, sondern eher übergeordnetes wie das Nachdenken über unsere gemeinsamen Werte, Hoffnungen und Erwartungen für das Leben nach dem Tod. Ich möchte, dass du dich mit Religionsführerin jeder Couleur in Verbindung setzt und bald eine Konferenz anberaumst. Sehr bald. Ich mache mir später noch über eine genaue Tagesordnung Gedanken. Lass uns erstmal die Fühler ausstrecken und feststellen, wer an Bord ist. Es soll groß werden, keine Verrückten, aber jeder mit einer einigermaßen vernünftigen Anhängerschaft. Und es darf luxuriös sein. Machen wir klar, dass wir keine Kosten und Mühe scheuen. Danke, Ted. So, super. Also der war schon pompös unterwegs, der Typ. He? Natürlich, klar. Jetzt hier schon eine Konferenz. Ein kleines. Okay, das ist Niederschlag mehr. So. Ah, Vorratskiste. Das nehmen wir alles mit. Kannst du nicht schauen. Da ist es. Phase Betriebsgelände, Sicherheitsprotokoll, Warnung, hohe Priorität, automatisierte Protokollnotiz. Alle nicht lebensnotwendigen Systeme sind im Ruhezustand. Warnung, hohe Priorität, automatisierte Protokollnotiz, vollständige Abriegelung wurde eingeleitet. Warnung, hohe Priorität. Wegen der steigenden Zahl gewalttätiger Proteste auf dem Betriebsgelände kann die Sicherheit der FAS-Mitarbeiter nicht länger garantiert werden. Darum haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, diese Anlage für unbegrenzte Zeit zu schließen. Das Personal wird blockweise über die korrekten Archivierungs- oder Vernichtungsverfahren für projektbezogene Daten und Materialien informiert. Der Sicherheitsdienst und ein Krisenteam werden dann eine Endkontrolle durchführen, bevor alle Bereiche abgeriegelt werden. Warnung, hohe Priorität, dringende Mitteilung an das Personal in Blocks E und F.
Betrachten Sie die aktuelle Abriegelungssituation als Übung, aber versuchen Sie nicht, die Luken zu öffnen oder die Gebäude anderweitig zu verlassen. Warnung hohe Priorität, Erinnerungsmeldung solange der Sicherheitsdienst in der aktuellen misslichen Lage für den Schutz der Mitarbeiter zuständig ist, müssen persönliche Waffen beim Identiscan abgegeben werden. Warnung hohe Priorität, weitere öffentliche Zufahrtsstraßen im Betriebsgelände wurden gesperrt, um die Wartezeit an den äußeren Sicherheitsabsperrungen zu verkürzen, denn der Sicherheitsdienst erinnert nochmals alle Mitarbeiter daran, dass der Öffentlichkeit der Zutritt zum Betriebsgelände untersagt ist. Aufgrund der jüngsten Sicherheitsprobleme auf dem Betriebsgelände werden alle Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass der Identiscan und das ständige sichtbare Tragen des Sicherheitsausweises für die Bildanalyse obligatorisch sind. In Anbetracht der jüngsten terroristischen Anschläge auf das Schnelltransitsystem bietet der Sicherheitsdienst jetzt ein Big Brother-Programm zur Begleitung des Personals zum Betriebsgelände an. Sie werden hiermit aufgefordert, sich für dieses Programm einzuschreiben. Gut, 48 weitere Beiträge sind beschädigt zum Glück. Die Menschen waren also wütend auf Pharaoh. Auf das Müsst ihr auch noch Unternehmen. vorlesen? Oder eben nicht, Sie je haben nachdem. ihm Das an entscheidet ihr. irgendetwas die Schuld gegeben. An etwas Schlimmem. Ja. Ist das... Also, das haben wir schon gesehen, sorry. Verlauere nicht an die Zeit wieder. Ja, das ist halt der Seich, oder? Das Spiel ist sonst schon gross genug, jetzt muss man die ganze Zeit da noch das Zeug lesen, das geht einfach ewig. Aber es ist halt schon interessant. So, lassen wir das Zeug, es hat sicher noch viel mehr zum Entdecken. Oh. Jetzt sind wir auf dem Tisch. Der FSP-5 Khopesh ist die perfekte Universallösung für ultimative Kampfkraft. Das verwendete Metamaterial bietet eine unübertroffene Rückstoßdämpfung, sodass jedes Waffenpaket eingesetzt werden kann, das Ihrem Budget und Ihrem Konfliktlösungsprofil entspricht. Patentierte Biomasse-Umwandlungssysteme ermöglichen erweiterte Notfalleinsätze bei minimalen Umweltauswirkungen. Die multilineare Zielerfassung bietet simultane Echtzeit-Bedrohungsanalyse und juristische Überprüfung bei autonomen Inlandseinsätzen. Die Kontrolle kann aber auch dem neuralen Schwammnetzwerk für waffenfreie Gewaltanwendung überlassen werden. So oder so, wenn die Lage nach schwerem Gerät ruft, ist es Zeit für den Khopesh. Der Todbringer. Das war also ihr Schläger. Ultimative Kampfkraft. Allerdings. Gut, der Todbringer, den wir hatten, der war jetzt nicht unbedingt schwierig gewesen. Scheint der Weg hinauf zu sein. Oder was davon übrig ist. Ja. Das wird ein weiter Weg nach oben. Fast überall gefrorenes Metall. Dr. Sobek macht es mir nicht leicht. Wenn Pflanzen sich hier oben festhalten können, werde ich es wohl auch schaffen. Wir haben noch kein neues Outfit und stellen wieder fest, dass sie nicht wirklich ranzenfriert, so wie es aussieht. Es schneit die ganze Zeit, aber das ist ein toughes Mädchen, die hat nie kalt. Ui, jetzt hast du schon gemeint, das reicht nicht. Schnell schauen, jetzt, dass wir irgendeinen Loop verpassen oder so. Der Frost klebt auf meinen Wimpern. Oh, jetzt ist sie doch kalt, hä? Eine Krise, die anfing, als sie nicht autorisierte Angriffsoperationen gegen Roboter und Mitarbeiter des Harz-Timor Energiekonzerns startete. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass diese Krise übertrieben wurde. Wurde sie leider nicht. Die Friedenswächter haben nicht auf Rückzugkurs reagiert und alles deutet darauf hin, dass sie sich gerade rasant replizieren.
Ich kann Ihnen versprechen, und ich gebe hier mein Ehrenwort, dass ich bereits alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt habe, um dieses Problem schnell zu lösen. In den nächsten Tagen oder Wochen übles Gerede über das Unternehmen. Denken Sie daran, denn diese Krise überwinden. Es wird vorbei sein. Friedenswächter. So haben Sie Ihre Maschinen genannt? Sie wurden doch für den Krieg gebaut, nicht für den Frieden. Jo. Also hier läuft es ein bisschen. Um ein wenig, hä? So. Ja, gut. Und? Oh, okay. Falschen Weg gedrückt. So. Super. Nein. Komm. Wieso ist da so viel Loot unterwegs? Kommt da noch etwas? Ja, schon, hä?